Guten Abend und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Panorama. Heute gehen wir in dieser Sendung auf eine Wanderung über das Gemenalporn, zu den Töffli-Buben vom Berner Oberland und wir begleiten die Schwinger, die für einmal schütteln. Wer gerne Steinböcke sieht, der wird nicht enttäuscht, wenn er von Hapkeren über das Gemenalporn auf Niederhorn wandert. Mein Kollege, der Patrick Schmed, hat seine Wanderschuhe angelegt und seine Kamera eingepackt, für genau diese schöne Gegend zu filmen. Einerseits haben wir gerade die Ferien, 2 Wochen, und wollten es eigentlich geniessen in den Bergen. Aber dadurch, dass es jetzt recht viel Schnee gegeben hat, sind wir ein bisschen ausgewichen auf mehr Tagestouren, dass wir ein bisschen spontan schauen. Wir haben auf Swiss Topo geschaut, auf dem Handy. Aber wir sind auch von der Gegend. Also, wir kennen es eigentlich ein bisschen und haben jetzt heute einfach einen neuen Weg gewählt für aufs Gemenalporn. Und erwartet, dass ihr Steinböcke sehen, nehme ich an. Wir denken, vielleicht sehen wir, aber erwartet nicht. Wenn wir sehen, ist es schön und wenn nicht, ist es gleich. Ich komme schon seit 40 Jahren auf den Beatenberg. Das ist fast meine alte Heimat. Meine Mutter ist aufgewachsen, ich bin aber überhaupt nicht aus der Gegend. Und seitdem können wir die Steinböcke schauen. Aber auch die schönen Berge, Eigermönch und Jungfrau und die Szenerie. Ich wusste, dass es heute Hochnebel gibt. Dass wir im Tal erst gegen Mittag oder Nachmittag Sonne hat. Weil ich mit ihr einen Ausflug machen wollte, habe ich gesagt, wir gehen auf den Beatenberg. Weil ich gefunden, da kann man alles bieten. Schöne Berge, schöne Wanderwege, Steinböcke, wenn wir Schweine haben. Sonne. Ich sehe auch Steinböcke bei mir in Amerika, weil ich gerne wandern, gehe auch viel mit dem Velo in die Natur. Und dann sehe ich auch dort Steinböcke, einfach andere als hier. Von Kalifornien, aber ich komme jedes Jahr in die Schweiz, ich bin Schweizerin. Und jetzt bin ich so halb pensioniert, jetzt habe ich mehr Zeit und genieße es. Hödi, Pubertätshelikopter oder einfach Töffli. Ganz egal, wie man es sagt, für die meisten, die es erfahren, ist es mehr als nur ein Hobby. Genauso wie für die Jungs vom Mofa Club Oberland, wo der Ben Beckle besuchen konnte. Er hat mit dem Präsidenten des Clubs ein Interview führen. In der Euphorie vom ganzen Töffli-Fieber haben wir das Gefühl, wir wollen das zu einem Club machen. Ja. Boah, ich wünschte mir es ganz fest, was sie noch mehr wächst, weil es einfach wirklich eine Kultur ist, die noch sehr wenig Gegenwind hat, sage ich mal. Weil wir vielen Orten halt wirklich positive Erinnerungen sind. Ich hoffe ganz fest, wir behalten auch eben den Zusammenhalt bei. Und das bricht nicht auseinander über mehr. Wir haben so viele Generationen bei uns, das verbindet, glaube ich, fast niemand dermassen wie wir. Und das sollte einfach so weiterhin beibleiben. Ich bin jetzt in der alten Zeit zu den Töffeln gekommen, weil ich meinen Ausweis musste abgeben und notweise musste Töffel fahren in diesem Moment. Ja. Wenn man noch ein bisschen daran schraubt, liegen sie halt ab und zu ab, die haben Verschleiß. Man braucht sie wie einen Mohren und dann gibt es das, was sie abliegen und dann muss man sie flicken. Und das grösste Ziel, das es gibt, ist die wirklich, egal was es ist, um zum Laufen zu bringen. Ja. Bei der Rundfahrt haben wir
dort ein Malheur gehabt, was mir das Köttiglied hier bei diesem Töffel ist rausgefallen und wir das irgendwie müssen sichern. Und dieser Sicherungsstift, der sehr, sehr wichtig ist, habe ich nicht mehr gehabt. Und wir hatten dann die grandiose Idee gehabt, wir tun das mit einem OB-Bändeli, weil einer tatsächlich OB dabei hatte. Ich weiss noch heute nicht wieso, aber ich tue jetzt so einen ins Werkzeug ging, hat das mit einem OB-Bändeli gebunden und geflickt und ich bin so eigentlich die ganze Strecke dann noch gefahren. Am Wochenende hat in Interlaken das 33. Schwingerfußballturnier stattgefunden. Für einmal waren sie nicht im Sagmel, sondern auf dem Kunststraße vom FC Interlaken. Mein Kollege Manuel Moser hat nachgefragt, für welches Team ihr Herz am meisten schlägt. Ja, ich finde es immer gut, wenn man neben dem Schwingen auch noch ein bisschen andere Sportarten betreibt. Und dass jetzt das gerade Fußball ist, das hat sich einmal so ergeben. Und ich habe auch Freude, dass die Schwinger, man sieht sie jetzt auch heute hier, feierlich einfach Fußball spielen. Ich bin zuerst mal dabei, darum zuerst mal so die Atmosphäre jetzt, miterleben. Aber es ist wirklich eine coole Stimmung. Schade, dass nicht alle das Team stellen heute, aber nein, ich glaube, trotz allem gibt es einen gelungenen Anlass oder FC Interlaken, der da glaube Festwirtschaft und Zeug auf die Beine gestellt hat. Ja. Dein Lieblingsverein beim Drückstuhl? National natürlich IB als Berner, auch wenn es im Moment nicht so gut aussieht, aber das Blatt wenden wir hoffentlich noch. Ja. Mit was für einem Spieler vielleicht dort die vergleichen? Spieler vergleichen. Ja, wahrscheinlich musst du beim Schwersten noch mal ein paar Kilo draufpacken. Das ist so ein bisschen, aber es haben ja auch das Problem, dass alle tendenziell ein bisschen schwer sind für gute Schüttler zu sein. Und darum ist so ein bisschen, das Niveau dementsprechend überschaubar, aber gleich ambitioniert, würde ich sagen. Aber halte mich jetzt da ein bisschen im Mittelfeld auf und sicher ein bisschen Ball verteilen und die Neujüngeren ein bisschen rennen. Ja. Ich glaube, das 4. Mal dabei, am 21. das erste Mal. Und das ist immer lustig. Ich spiele noch Fußball so ein bisschen dabei und es ist noch lustig, nachher spielen mit allen, die man kennt, das ganze Jahr. Das macht immer Spass. Ja. Du selber, wo stehst du auf dem Feld? Was bist du für eine Position? Und vielleicht kannst du dich mit einem internationalen Spieler vergleichen. Was hast du so für einen Spielstil? Ja, ich bin Stürmer da. Und wie es da Offsides gibt im echten Spiel schon, kann ich mich schlecht vergleichen, weil ich da gerne im Offside, wenn es keins gibt. Blau steht im Vordergrund. Das ist wahrscheinlich auf dem Feld so und dann danach auch im Festzelt oder an der Bar. Ja, natürlich ist Spass das Wichtigste, aber man ist ja Sportler, mit ein Ehrgeiz. Natürlich will man gewinnen, aber wenn man verliert, ist es ja nicht so tragisch. Hauptsächlich wir lustig gehabt, alle sind gesund, keiner ist verletzt und das ist noch das Wichtigste. Ja. Ich bin jetzt 4 Mal dabei an diesem Shooting-Turnier und ich finde, das ist eine coole Sache. Wir tun ja gerne im Schwingclub am Mittwoch vorher ein halbes Stündchen schütteln. Das mache ich noch gerne, ja. Du als Spielertyp, wie würdest du dich beschreiben? Was spielst du für eine Position? Ja, jetzt bin ich Stor im ersten Match und ich bin sicher eher offensiv ausgerichtet und ich sage jetzt nicht der schlechteste Schüttler. Ja. Wenn du so schaust im Berner Team, wer dort gerne mal auf dem Fußballplatz da noch sehen? Ja, in Zürich ist Walter Edu zuerst mal dabei. Sicher ein solcher Spitzenschwinger auf dem Platz gesehen, ist schön. Ich verstehe aber auch, dass die anderen Spitzenschwinger nicht wie shooten. Es ist schliesslich vor einem eidgenössischen Schwingfest und da will man schon nicht alles riskieren. Ich bin jetzt das 10. Mal dabei. Es macht mir riesen Spass. Wir dann auch privat gerne ein bisschen schütteln und ja, von dem her ist es ein guter Ausgleich noch neben dem Schwingen. Ich nehme an, danach auch an der Bar wird zusammen gefeiert oder noch mit einem Bierchen angestoßen. Ja, sicher wird etwa 1, 2 getrunken, aber es wird etwa nicht überbordet, also dass alle gesund heimkommen. Ja, das gehört dazu und das wollen wir ein bisschen pflegen. Ja. Wie wichtig ist der Sieg trotzdem, auch wenn die Kameradschaft im Vordergrund steht? Ja, wir sind Wettkampftypen, da zählt eigentlich der Sieg, oder? Und ja, es geht schon ein bisschen hart zu und her, aber wir müssen gleich schauen, dass alle gesund heimkommen. Ja, vielleicht tun wir das schon ein bisschen zurückstecken, ziehen das Bein ein bisschen zurück, dass wirklich nichts passiert, aber Sieg wäre schon schön.
Das war es auch schon wieder für heute von unserem Panorama. Mehr Infos zu den einzelnen Beiträgen findet ihr wie immer auf plattformj.ch oder in unserer App. Jetzt sagen uns noch Kollegen von Meteo News, wie das Wetter in den nächsten Tagen so wird. Ich verabschiede mich von euch und wünsche noch einen schönen Abend. Ade miteinander. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Bärenstarke Ferien. Made in Bern. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Schön sind Sie wieder mit dabei. Ja, zum Start in die neue Woche hat uns gerade mal eine Störung erreicht. Viele Wolken sind über den Himmel gezogen und es ist zum Teil auch nass geworden. Morgen am Dienstag und auch in den nächsten Tagen befinden wir uns auf der Vorderseite von einem Tief über dem Atlantik in einer süd- bis südwestlichen Höhenströmung. Die bringt zwar sehr milde, aber auch zeitweise angefeuchtete Luft zu uns. Am Mittwoch und am Donnerstag stellt sich außerdem im Norden auch noch eine Föhnströmung ein. Morgen am Vormittag liegt im Flachland zum Teil zuerst noch Nebel, sonst ist es zuerst noch freundlich. Die Wolken verdichten sich aber immer mehr und es gibt schon am Vormittag gebietsweise Regen. Die Temperaturen liegen am Morgen bei 8 bis 10 Grad. Am Nachmittag geht es bewölkt und zum Teil noch mit Regengüssen weiter. Bis zum Abend bessert sich das Wetter vom Westen her aber wieder. Die Temperaturen erreichen 16 bis 17 Grad. Im Flachland bläst eine leichte Brise. Auf den Bergen haben wir mäßigen bis kräftigen Südwestwind. Die 0-Grad-Grenze liegt auf rund 3600 Meter. Ja, Mittwoch und am Donnerstagvormittag liegt im Flachland auch wieder zum Teil zuerst noch Nebel oder tiefer Hochnebel. Sonst gibt es eine veränderliche Mischung aus Wolkenfeldern und Sonne. Am Donnerstag kann es vereinzelt auch mal ein bisschen regnen. Es ist dabei recht mild. Die Temperaturen erreichen Werte zwischen 17 und 19 Grad. Im Oberland bläst der Südföhn. In der Nacht auf den Freitag flaut der Föhn aber langsam ab und der Freitag gestaltet sich wechselnd bis stark bewölkt und teils nass. Der Samstag zeigt sich aus heutiger Sicht noch etwas durchzogen. Zwar kann sich zwischendurch mal ein bisschen die Sonne zeigen, es gibt aber auch noch gelegentliche Regengüsse. Und am Sonntag machen sich hochnebelartige Wolken breit. Im Verlauf des Nachmittags wird es dann aber freundlicher. Ja, und damit wäre es das auch schon wieder von meiner Seite. Ich bedanke mich dafür, dass Sie zugeschaut haben und wünsche Ihnen noch eine ganz gute Zeit. Ade miteinander.